Mm. Ja, hallo und herzlich willkommen. Als ich die erste Folge von League of Legends Arcane angeschaut habe, habe ich gemerkt, ich weiß gar nichts über diese Hextech-Kristalle. Also habe ich mich daran gemacht und ein bisschen zum Thema recherchiert und möchte euch das jetzt weitergeben. Wie wir hier sehen, hält Jinx in der ersten Folge einer dieser Kristalle in der Hand. Aber woher kommen diese eigentlich? Für das begeben wir uns auf eine Reise nach Shurima. Hier sieht man die Karte von Runeterra. In Arcane befinden wir uns in den Städten Piltover und Zaun, welche die Kontinente Valoran und Shurima miteinander verbinden. Und eigentlich der einzige Weg über diese Grenze ist. Daher auch das Handelsmonopol. Für die Suche nach den Hextech-Kristallen begeben wir uns nach Shurima. Dort hat sich während den Runenkriegen, die etwa 900 Jahre vor Arcane datiert sind, eine Rasse namens Brackern in den sogenannten Winterschlaf gelegt. Der berühmteste dieser Brackern ist Skarner. Um die Herkunft der Kristalle etwas besser zu verstehen, lesen wir ein paar Abschnitte aus seiner Lore. Alle Brackern besaßen einen magischen Kristall, dem ihre Erinnerungen innewohnten, ihre Hoffnungen und Träume und alles, das sie ausmachte. Wenn der Körper verstarb, wurde der Kern des Kristalls mit großer Ehrerbietung in den tiefsten Tälern begraben. Dort ruhten sie, bis neue, jüngere Brackern sie erbten und das Werk all jener, die vor ihnen gelebt hatten, weiterführten. Als Karner wieder zum Vorschein kam, war der Kristall mit seinem Körper verschmolzen und er war eins mit allen seiner Art in einer wortlosen Zusammenkunft zahlloser Geister. Er spürte die Magie des materiellen Reichs um sich herum, eine tiefe Verbindung mit der Welt, wie ein ständiges Summen, das in jeder Facette seiner Existenz widerhallte. Das heißt kurz zusammengefasst, jeder Bracken, der bereits diesen Kristall getragen hat, hat seine Erinnerung, seine Emotionen und all sein Wissen in diesem Stein gespeichert. Ja, die Kristalle mussten natürlich abgebaut werden. Für das hatte eine Familie in Piltover das Monopol. Das war die Familie von Gamil, der Clan Feros. Sie machten sich auf nach Shurima und gruben die Brackern aus und entfernten dessen Kristalle. Also sie brachten die Brackern um an die Kristalle zu gelangen. Das war natürlich nicht ganz risikofrei, weil manche von ihnen wach waren und man sie sozusagen bekämpfen musste, um an die Kristalle heranzukommen. Ja, die Brackern waren kein unendlicher Rohstoff. Die Familie von Kamil musste für ihren Reichtum die Kristalle vermehren. Sie investierten daher in Chemtech und Runenalchemie, um synthetische Hexkristalle herzustellen, welche jedoch unstabiler waren. Ja, die Familie von Chase hat ebenfalls eine dieser Kristalle in Shurima gefunden. Und nach einigem Hin und Her durfte dann auch Chase mit diesem Kristall experimentieren. Wenn man nun einen dieser Kristalle in der Serie sieht, hört man ein Summen, das Singen, die Sprache der Brackern. Wird der Kristall zerstört, wird das Summen schriller und man hört die verstummenden Todesschreie der Brackern, die den Kristall bewohnt haben. Also, denkt das nächste Mal daran, wenn ihr es hört. Ich hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben zu den Hextech-Kristallen, wo sie herkommen und was dahinter steckt. Und falls ihr noch Fragen habt, wühle ich mich gerne noch mehr ins Thema der Lore hinein.